Guten Abend bei Dickrich TV 2022. Du wolltest mich mitholen auf Tournee durch die Bistro zu Dickrich. An den Anfang dem ich den Kaffee beim Frank von Malohai sind. An den ist nicht für nichts so, weil der Patron, den ist auch Frank. Guten Abend. Du warst am Anfang schon ganz lang auf dieser Platz. Wie könnte das? Was das etwas, was du schon immer wolltest machen? Am Anfang, also durch Zufall kam ich schon 2001 mein Trese am Commerzwirtschaft zu der Ertelbrücke mit und war auf der Sicherung erarbeitet. Ich schon eine Annonce von Dickerischer Stufe, die Dickerischer Stufe in Gesicht hat, für am Service zu arbeiten. Und ich mich da präsentiert und gefragt, kannst du das dann? Und ich ja, schneidest du ein bisschen Baller serviert, dann probier mal. Und da war ich effektiv 3 Jahre da. Und in 3 Jahren gute Stoffe für am Kaffee vis-à-vis, für den können sie überholen. Und dem muss ich ein bisschen gezeigt, ich hatte 25 Jahre und gesagt, welchen Staat die Responsabilität auf mich zu holen. Und noch lange überleben, aber du gesagt, okay, wir probieren das einfach. Dann sind wir auf die Bank gegangen, wir haben ein bisschen so gelehnt, Präze machen, für auch Garantie bancaire für Brauereien so zu finanzieren, für ein bisschen neu zu machen. Und dann habe ich mit meinem Papi dezidiert, wir machen eine Societät, für das wir starten, merci. Und voilà, da sind wir 17 Jahre her. Und wir sind froh. Wie sind dann die Leute, die bei dir kommen? Ich meine, der Bistro hast schon 4 gehen, den Café de Luxembourg hat geheißen. Hat ihr die überholt oder sind du ganz andere Leute hingekommen? Wir haben die Klientel überholt, ja, natürlich. Mittlerweile, das von allen Sparten, da sind da Verkoten, da sind Professionalschüler, da. Wir haben ganz viele Kollegen aus der Gesang von der Musik, weil wir auch selber Musik machen. Wir auch jeder, den lernen könnt, als gerne willkommen und könnt auch gerne ran, weil wir ganz viel Ambiance haben. Die Leute machen ihren Auflauf beim Kaffee. Sie wissen, um 9 Uhr sitzt ein Nabels da. Da kann ich bei den Nabels sitzen gehen, dann trinke ich 2 Kaffee, aber Wasser. Und dann kann ich um 9:30 kann ich dann 9:30 da kann ich den Bus holen und dann ist das gut. Also so dreht das den ganzen Tag. Das ist aber ganz flott, ganz lustig. Und ihr bietet eure Klienten noch wirklich ein bisschen extra Sachen, die geht Martine sogar Ausflug machen. Effektiv, ja, das ist immer ganz flott. Wir haben probiert, als 4 Jahre, dann lohnen wir den Bus, dann machen wir den ganzen Tag zu. Wir haben ganz viele Partnerinnen auf der Brauereien, bei Eisfenster. Wir waren auf Düvel zum Beispiel, wir waren auf Marezu, wir waren bei dem Weindepositaire auf Musel, bei den Schumacher Letalefis, wir waren bei Bitburger Brauerei. Gut, da geht der meiste Bus gelohnt, da geht frei fort, da geht ein bisschen Champis getrunken, ein bisschen Bier. Und dann haben wir die Visite von diesen Sachen. Und da haben wir einen kleinen kulturellen Aspekt dabei, dass wir nicht nur an den Brauereien oder bei den Winzer hängen. Und da gehen wir bis zum Essen. Und voilà, das ist eben halt für unsere Stammklientel eine große Merci zu suchen, dass sie all da ganz Jahr überall sind. Das macht immer Spaß. An der Pandemie hat man aber gesagt, da haben Sie auch, du merkst, so eine ganz spezielle Manier. Ganz genau, wir hatten die Idee, für die Leute Billigkeit zu gehen, für Bongen zu kaufen, bei einer Valeur für 25 €. Die sie also auf der Konto überwiesen haben, wir die Bongen dann heimgeschickt bei sie. An diese Lohen halt können alle essen. Und mir gesagt, okay, dass das dann eventuell ein kleiner Monat bei nehmen, mit dem muss man dem Succès gerechnet. Und das beweist doch, dass die Leute da stehen und das wirklich finanziell helfen. Es sind auch immer paar Bongen am Umlaufen, es sind aber sicher jedoch, die nicht angelegt gehen, für uns einfach ein bisschen zu unterstützen. Das wird das ganz viel Frieden gebet, ja. Der Kaffee beim Frank hat tatsächlich ein ganz treu Klientel, worüber sie hier ganz besonders froh sind. Darin auch eine Party freier wird, wie du schon baulich von dem bekannten Café Radar oder Terrain Simon vom Café du Commerce und später dem Café du Marché, den hier bald all untreffen kann. Aber auch die am Kaffee beim Frank arbeiten, sind eng mit ihnen verbunden. Willkommen an meiner Küche. Heute Morgen wollte ich euch weisen, wie wir als Spezialität vom Haus Lasagne Maison präparieren. Und voilà, das geht es. Ich habe schon präpariert, eine frische Sauce Bolognese, ein klassisch Bolognese mit gehacktes und Tomatensauce, ein bisschen Kräuter. Und ich mache meine
Lasagne mat enger frischer Bechamel, so wie se kennt vun daheim aus, mat einfach ein bisschen Mëllech, ein bisschen Rahm, Muskat, Salz, Pfeffer. Voilà. Kichen zum Beispiel Degezenter 8 Joer vum Franksingen Bruder dem Roman geleet, den direkt no senger Formatioun an der Hotelschule heimat an de Familiebetrieb ageklomme war. Eg Mama ha gekocht, an du loser alles bis groß gin, am Ufang ass net richtig gekocht gin, weil még aner Installation hatte vun der Kichen, du hast nach duhem gekocht gin, ha hinnerbuch gin, an du verkauft gin. An du wirst du nach hinkom sinn hun gesot, okay, muss ein bisschen ausbauen, aber man schon die Kar am Haus hun, dann koch man auch sur Platz. Dat funktioniert ganz gut so. Beim Frengast net nëmmer runm Dauer op, mé haget doch runm Dauer Appes Ziessen zerveiert. Alles frisch zoubereet vum Romain. Viel italienisch Plan wie die beleefte Lasagne, dann awoch Menüen wie Chili con Carne oder Quiche Lorraine, déi am Sommer vu klenge Snacke komplettiert ginn. Mit frischen Zuppen, saisonell, das geht ganz gut. Wenn Spargelzeit ist, machen wir Spargelsuppe oder nur am Winter, jetzt Bulli geht ganz gut. Das hängt davon ab, so, wie das so geht. Das ist ein großer Vorteil bei uns. Bei uns kann ich morgens schon um 10 Uhr essen. Wenn ich schon um 10 Uhr will ich eine Lasagne essen, ist das morgens schon möglich. Die Küche ist den ganzen Tag ab, bis abends 11 Uhr. Das heißt, wenn ich abends Lust habe, etwas zu essen, oder das könnt ihr vom Sport, da weiß ich, dann kann ich halb 11 Uhr etwas essen. Ja, der Kaffee beim Frank, das ist eine richtig Familienaffäre, an dem wir am Hintergrund schafft. Das ist der Pap, der Jean-Marie Dillmann, genoven. Der sieht schon ganz lang am Brauerei, wie es noch verbunden ist. Ja, das kann ich so. Das ist eine ganz lange Geschichte der Familie, das ist eine Familientradition quasi. Ich war die 4. Generation der Brauerei. Und wie der Frank bis 3 Jahre geschafft hat an der Stufe, die einerseits, gefragt für ihren Betrieb zu machen, du lang dann natürlich noch jetzt und da kommt der probieren wir das. Das hat man dann nicht gemacht. Wir hatten geschafft, aber wir hatten die Bier noch nie verkauft. Und so was das dann kommt, dass wir zusammen eine Gesellschaft gemacht haben. Und da stehen dann mit meiner Lebenserfahrung haben drin, für Kontabilität zu machen, für die ganze Organisation rundherum, das was eben auffällt, die gute Seele und die gute Rot rundherum. Das heißt, das tut dir aber gut gefallen, wo der Bauf sich mit einem Bistro lanciert. Ja, selbstverständlich. Ja, wie dass wir auch dann die engagierten dickische Familie waren, dann auch immer sind, konnten da einfach auch sich noch außen profilieren, sonst bei einem Kaffee. Wir warten nicht. Kaffee ist heute pejorativ gemengt an wir haben ganz am Gegenteil. Wir wollten ein Geschäft machen. Wir wollten Leuten eine Ambiance bieten, etwas vielleicht Neues, weil es so an dicklich dann nicht geht. Wir wollen einen gemütlichen Stoff machen. Wir hatten noch ein bisschen Retro-Bilder um die Mauern hängen. Der Frank wollte das so tun. Und die ganzen Interieur geht bis in die Richtung. Und die Leute haben das auch honoriert bis heute. Es gibt eine ganz große Bistroskultur heute zu Dickrich. Wie steht Kaffees wie ein Haut dann da eigentlich par rapport zu wie es mal an der Zeit war? Ja, ich habe mein Großpapa an Ohren, der immer gesagt hat, hey, an Dickrich gibt es 70 Kaffeen, Restaurants und Hotels. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das war zu einer Zeit, wo die Brauerei funktioniert oder geboomt hat, wo 150 Leute der Brauerei geschafft haben, da sind Leute viel rausgegangen. Dickrich war übrigens immer eine Stadt, wo Leute viel rausgegangen sind. Heute sind da viele Männer. Es sind auch viele Männer. Dafür muss man trotzdem sich anstrengen. Jeder muss sich auf Sänger dabei anstrengen, für sein Klientel zu kriegen und zu behalten. Das ist nicht alltag einfach. Dafür muss man sich Sachen abfahren lassen, wie der Frank Fiedler sagt, mir in der Hand ist Klientel, die wird hier durch. Das sind kleine Gesten, dass der Kläschen könnt, Oster gibt mir ein kleines Oster, kriegt auch mal 2 Stunden Erlaubung als Feiertag für euch, für die Leute können für euch bei euch sitzen. Also so kleine Aktionen machen wir für die Leute bei uns, bei der Stange zu haben. Wir machen am Wander Themen oben mit Essen, das ist auch etwas extra, das geht an Zeit von 8 bis 600 Plätzen nachher fort. Das lebt kein Mensch mehr, das geht aber so. Also da kann die Küche nicht schlecht sein und der Wirt kann auch nicht schlecht sein. Also dem Bistros wir sind zu Dickrich, geht der Ball von nicht schlecht, gibt es und darauf kosten wir mal. Prost, Prost, Gesundheit.
Veränderung als net opzehalen. So dat ze auch an der Politik geht den andere könnt. Der letzte Monat immer knapp 2 Wochen Tagen senger Verredung als neue Minister für um Grand Duc verdun Rendevous am Innenminister für d'Assermentation von Till als neue Bürgermeister von Dickrasch. Donnerstag, 20. Januar mit es kurz für 3:30 am Innenminister an der Beaumontsgasse an der Stadt. Der Clotilde soll heute als neue Bürgermeister von Dickrasch veredigt gehen. Begleitet wird ihn dafür vom Conseiller Clotilde Leiden, den nämlich regelt der Singplatz als Chef von Dickrasch noch. Das war ein besonders Freude, heute zu assermentieren. Ja, weil den einen Claude geht, den anderen Claude könnt. In dem Sinne, das auch dann ja, ein bisschen eine neue Dynamik dann an der Schafferung kriegt. Minister Steiner Bofferding ihrerseits als richtig Frau Moniz können eng Verredigung zu vollziehen, den nicht mit vierigchte Streitereien am Gemengerot zu den hat, mit die Neidischkiners Fälle Bürgermeister Minister gouf. Das Assermentation aus dem nur ein 100%ig friedliches Evenement. J'ai fait de l'été au Grand-Duc d'observer la Constitution et les lois du pays et de remplir avec exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées. Je le jure. Das war die richtige Antwort, dann dürfte Herr Knauf weiterführen. Avant die All an die Neu auch nach all Klotechen an sogar de Premier Conseil de Gouvernement den de Procès verbal firliest vun de Krejos hat alles irgendwie seg richtig geht. Die zwei neue Kloden sind dann noch froh, hier neue Funktion am letzten Drittel von der Mandatsperiode unzuholen. Ja, natürlich ist eine Vereinigung ein besonderer Moment, dass immer ein Fried von den so ein Mandat kann unhüllen. Das ist etwas, was trotzdem auch immer ist, wo ein Ziel an der Politik ist. Ich bin lange noch dabei und freue mich wirklich auf das Mandat als Bürgermeister und für das Mandatsperiode mit all den Projekten, die wir haben, gut auf den Netz bringen. Selbstverständlich für den 10 Jahre Conseiller, wo praktisch das Projekt dahin gesagt kriegt, von den weit fertig ist. Und der Fraktion Schweizer selbstverständlich auch drüber, aber trotzdem nicht so an Detailer wie das am Schafferrot der Fall wird. Und ja, das ist eine Aufgabe, die ich gerne unholen und wie ich gerade schon den Nicht aufgelöst habe, auch mit Fleiß dabei sind. Dabei wird die neue Schaffen nur als freier Footballspieler für den Sport zuständig gehen, aber für den Verkehr, Jugend, Soziales und den dritten Alter. Wie der neue Bürgermeister von Dickrasch unterstreicht, wird lo aber für allem darum kommen, die Projekte, die geplant waren, bis zu den nächsten Wahlen umzusetzen, auch wenn die meisten sowieso schon auf der Schiene sind. So wollen sich die nächste Zeit eben darauf konzentrieren, das neue Parkhaus auf der Gare, die geplante Maison Relais und die Extension vom Autosmuseum auf den Weg zu bringen. Durch den neuen Bürgermeister gibt sich an der Politik zu Dickrasch auf alle Fall nicht viel ändern. Es ist ja nicht so, dass du ein Wunschkanzler hast, dass ich als Bürgermeister Ideen umsetzen, die just ist. Wir sind als Equipe angetreten, als LSAP-Sektion, also als Equipe an den Fälle gegangen, wir haben absolute Majorität an der zweiten Mandatsperiode, wir sitzen die Sachen als Equipe. Das ist nicht, dass du seht, der Chef hat gerne, ja, da müssen alle Guten da mitmachen, so funktioniert das nicht, oder so hat das doch nicht funktioniert. Sonntag steht hier unter dir leider nie ein Kehr ohne Kavalkat und auch von einem Spätkavalkate nach dem Meer geplant ist. So holt Dieseln aus der Sauerstadt Dickrasch sich doch aber angesagt, für die sind nicht ganz unbemerkt und Lunch zählen zu lassen. Feldesdach. De Komitee vun den Eseln aus der Sauerstadt Dickrasch huet sech da vun der Leift op de Weg gemacht, fir dats och oni Kavalkat der awer Fußstimmung zu Dickrasch opkommen soll. An dofir Riesen sind mat Projekt nach Fußdeko vu Geschäft zu Geschäft méi präzis bei als Sponsore vun der Kavalkat. Palim, Palim. Eg Flasch Fritte, wann ich kleft. Kommt der Mann nicht, ah, tipptopp. Palim, Palim. Palim, Palim. Palim, Palim. Happy Valentine.
Nief Präservativen an andere Material vom Verein, die so eine bisschen Stimmung hewen, wollen als Spezialisten von der Fuhr sind, für allem aber, dass Geschäftsleute Vitrine für Fußsondisch richten sollen. Und dafür wird noch eine Belohnung an Aussicht gestaltet. Majo, wir sind NRW. Meine kleine Konkurs für die Geschäftsleute. Könnt ihr Fenster ein bisschen richten. Dann schickst du ein Foto auf sekretariat.kavalkat.lu an. Wir publizieren das auf Facebook. Du kannst den abmachen. Und du wirst da bewährt und da kannst du einen Preis gewinnen. Eine Aktion, die überall gut kennt. Schließlich sind wir an der Heichspur von der Fuhr sind und es ist selbstverständlich, dass ihr auch bei Allgäu die Matt mischt. Das sowieso. Ne? Ich meine, es ist ja schon traurig genug, dass letztes Jahr nichts gelaufen ist. Dieses Jahr ist jetzt verschoben worden. Von daher, gute Aktion. Ich war ganz überrascht jetzt, als sie reinkamen, die Jungs. Ne? Ich werde Fenster entsprechend jetzt auch mit den Sachen, die sie mir gegeben haben, entsprechend dekorieren. Ich werde dann auch mal ein Foto machen und einschicken. Ob man etwas gewinnt, das ist jetzt mal sekundär. Ne? Es ist einfach, wenn sie schon was machen, dann muss sie doch unterstützen. Ne? Da muss doch dabei sein. Aber Dieseln aus der Sauerstadt Dickrich schon dummer noch nicht genug. Decker weisen sie sich auch mal von ihrer sozialer Seite. Der Samstag 4 Uhr vor Sonntag sollen dafür 2 Dornen und Straßenengeln an Kannerhin von Mirsch überreicht, an Fußdeko, an Altersheimen, an andere sozialen Einrichtungen verteilt gehen. Ob vor Sonntag selber können sie dann noch an Dickrich an Tour begegnen. Wir sind vor Sonntag auch ein bisschen an Dickrich NRW, wo wir einen kleinen Zusammenarbeitsverein trinken gehen. Die Leute rufen wir auch op für vor Sonntag in Post für sich zu machen beim Hashtag Dickrischer Kavalkat 2022, wo wir auch ja über Facebook, eben über Medien, soziale Medien, wollen weisen, dass die Vorsicht läuft, die Leute einfach verkleiden. Und kommt ruhig bis an Dickrich, an die Bistro, die dürfen im Raum, die dürfen ein bisschen feiern, aber passt natürlich noch ein bisschen auf den Virus auf, den das Heinz daheim tückisch. Aber der Spaß soll natürlich auch nicht zu kurz kommen. Dafür hat der Verein Lo am Café beim Louis ein Vorsevent auf fetten Donnerstag organisiert. Mit DJ an allem drum und dran, bald wie früher. Und mit diesem Altweiber, der 24. Februar, dürfte Vorsund bestimmt nicht langweilig gehen. Am Lycée Klassik zu Dickrich gibt es enger Rajoren BTS für Media Writing angeboten, wo auf Medien von der Kommunikation präpariert wird. An dem Kontext gehen nicht nur die Stagen an den Medienhäusern organisiert, wir kommen noch professionelle Externe aus diesen Häusern an die Show. Und genauso wäre doch nächste Januar. De Luc Martling, Direktor vom Center für die Lützeburger Sprache, und Andy Brücker von RTL beraten sich mit dem LCD-Prof Jean-Luc Till über den Workshop, der am 1. Jahr vom BTS Media Writing im Programm steht. Der Jean-Luc Till, der selber als freier Mitarbeiter bei RTL aktiv ist, hat uns Zusammenarbeit für ein paar Jahre an die Leben gerufen, wie ihr Prof zu Dickrich Kinders. Am Anfang haben sie ein bisschen ein Kiel um Kuch, weil sie kriegen eigentlich schon einen Top-Media-Player, also RTL.lu, gewiesen, wie das funktioniert an der Kulissen, und sie können den selber produzieren. Also einerseits in Know-how, in Insight, wie lief der technisch auf, was sind da Kontranten, Komplexität, und auf der anderen Seite müssen sie natürlich dann noch automatisch Kontakte mit den Leuten, weil am BTS müssen sie auch pro Jahr Stage machen gehen auf den Terrain, und sie können natürlich auch schon für sich klären, also das mich interessiert. De Luc Martling, freier Journalist bei RTL und Hautdirektor vom Center für die Lützeburger Sprache, geht für das erste Mal Ableck an Theorie, die Reflexion über die Medien selber. Hier gehen also so ethisch Fragen geschwärzt wie, dürfen Novelle rausgehen, dass ein bekannter Politiker sich umgebracht hat? Das ist aber auch eine berechtigte Frage. Muss alle Info, die ihn hat, muss ihn weitergehen? Duno dann könnt ihr praktischen Teilmoment die Brücke, wo die Studenten selber sollen an den Ersatz gehen, an einen Artikel für RTL.lu verfassen. Du geht dann redigiert. Du hast mein Input ein bisschen nur der Spruch zu gucken und noch zu weisen, wie eine Möglichkeiten hat Lützeburger Spruch und auch dafür den Interesse und der Lützeburger Spruch als Schriftspruch auch an einem offiziellen oder an einem institutionellen Kader wie dem Journalismus ein bisschen zu promovieren und eben auf verschiedene Aspekte aufmerksam zu machen. Für die erste Mal dürfen sie sich nach gucken, wie die Studenten vom letzten Jahr ihre Sujet gesagt haben. Und dann sollen sie sich überlegen, wie sie ihr Thema heute sollen gehen. Den Impact von der Pandemie auf die Schüler, die für der Premiere stehen. Es sind relativ viele Klassen, ich weiß nicht, wenn man da zu feiern dran rumlaufen. Also wir brauchen noch keine 10 Leute. Ich weiß, ich gebe maximal 5 Leute. Ja. Das ist immer viel zu viel.
muss ich doch gucken, wie viel das berät sind. Weit müssen sie dafür zwar nicht laufen, einfach geht es dadurch aber auch nicht. Ein Problem, Leute von die auch wollen etwas zählen. Corona ist zwar Corona als Thema Gold, weil am Anfang ein wichtiges und interessantes Thema ist. Mit Leuten noch nicht immer Lust darüber zu schwätzen. Wir prinzipiell probieren wir eben als eben auf Platten zu stellen, wo Premiere sind, also entweder Premierstock oder am Hall, wo sie Lunch gehen und dann schwätzen wir so und dann, wenn sie Lust tun, für Fragen zu beantworten, dann machen sie das, aber wenn sie keine Lust tun, dann machen sie es nicht. Also wir zwingen noch Lokalen. Aber sie haben noch nicht passiv zur Sache gehen, etwas und Studenten loschen verstehen, es muss in den Interviewpartner doch aber ein bisschen ablaufen für die richtig aussuchen. Auf für allem nicht abgehen. Und so kommen als Studenten, doch aber zu hören. Wie erlebst du das Zeit als Premierschüler an der Klasse? Also gut am Anfang. Ich fand mit den Profen, sie helfen uns viel und sie geben uns viele Informationen. Also das ist etwas komplett Neues für mich und das ist eine flotte Erfahrung am Anfang. Wie ein Lodomoder mit dem Druck muss umgehen, mit der Deadline auch, dass ich an einem Tag fertig muss gehen. Und das ist spannend zu gucken, wie man das gut hinkriegen, dass man da auf der Deadline eine schöne Reportage fertig hat. Den Druck ist zwar groß, aber realisieren als Studenten nach ganz kurzer Zeit einen Artikel, die sich durchaus weisen lassen. Das ist nicht nur gut CV, wie will es Stage bei RTL machen, den hat auch nach die richtigen Connections für einen Schritt mehr weit zu gehen. Vielleicht auch zu gut 2 Schritte. So und dann noch die 2 Seiten etwas davon. Absolut, also wir haben in der letzten Zeit gute Erfahrungen gemacht. Wir haben Leute, die im BTS waren, Hummer Herno, die gute Kontrakte ganz rezent nach eng Journalistin, die fest engagiert das bei der 1. Januar. Das können aus der BTS-Formation von Dickrich. Also, habt ihr Lust auf ein Medien in der Kommunikation, dann meldet ihr schon am BTS Media Writing vom LCD zu Dickrich. An der Großgeisheit zu Dickrich ist das letzte Jahr ein Geschäft aufgegangen, was auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen bescheiden rüberkommt, wobei ein Land aber weit mehr Geburten gibt, finden wir einfach Plätterscher, Heiden Patron von AK Kabalasch. Schönen guten Abend. Ich wollte mich präsentieren. Mein Name ist Gottschan Allen. Ich bin Patron von AKSRL, besser bekannt bei AK Karlasche Innovation auf Facebook und auf Instagram. Da sind wir immer aktuell. Ich wollte euch auch meine neue Showroom zu Dickrich vorstellen. Die ist alle guten herzlich willkommen, wo ihr auch könnt Plättscher bei als Gucke kommen und selber auch aufpacken für den Feeling auch zu kreieren, wie die Plättscher sich auffühlen, auch für die Face, auch noch eben für die Hände, wenn ihr oder Duschers oder über die Plättscher dann lebt daheim. Wir bieten alle Renovationen an von A bis Z, sozusagen Terrassen, Isolationen, Bootszimmern, Clé en main, das heißt komplette Renovation, Sanierung. Also wir bieten Salle de Bain Clé en main, komplett von A bis Z Renovation. Wir machen auch natürlich alle Renovationen von A bis Z, auch am Neubau, wenn ihr ein neues Haus gebaut wird, da können wir natürlich auch Plätze legen an all die wie als selbstverständlich gratis für die Klienten. Und die können doch gerne zur Platz bei uns am Büro Lunch kommen, also an unserem neuen Showroom zu Dickrich an der Großgas. Da empfängt ich auch eine Live-Sekretärin von mir, die ich auch weiter beraten kann. Die können doch gerne all Lunch kommen, fährt nicht, als deren sind immer ab von Montags bis Freitags von 2 bis 6. Merci und schönen Abend noch. Den A Cappella Festival vom Centre des Arts Pluriel KP ist immer ein Highlight für die Anhänger vom Stimmgesang. Auch das Jahr gouf durch die Bank ein Spitzenprogramm geboten und wir waren beim Aufschlusskonzert an der Allerkirche zu Dickrich dabei.
Den Aufschlusskonzert vom Acapella Festival ist immer ein bisschen ein kleines Highlight vom Event. Auch das Jahr war die Laurentiuskirche bald komplett ausverkauft, sodass ein Ingenium Ensemble aus Slowenien, den angesucht war, nicht nur an einer ganz schönen Kulisse, sondern auch noch für vollem Saal gesungen und dabei das Publikum komplett begeistert hat. The audience was really enthusiastic, and I think we established some kind of a connection. Das Publikum war wirklich begeistert. Ich meine, wir haben eine richtige Verbindung aufgebaut. Some of our Slovenian Wir haben ein paar slowenische Lieder präsentiert und ich meine, sie haben es wirklich appréciiert. Darauf könnte tun, also Patrimoine anderer Kulturen weisen, aber wenn die das dann unholen und den Inhalt gerne haben, dann sind wir auch happy. enjoy the content, then we are also happy. But vom Ensemble ist es für unbekannte Meisterwerke zu präsentieren und noch slowenische Volkslieder nach außen zu drohen. Seit seiner Gründung im Jahr 2009 hat der Vocal Choir in der Zwischenzeit einen ganz rich internationalen Preis erkroht. Das Repertoire von den 6 Sänger und Sängerinnen kennt keine Grenzen. Von geistlicher Musik aus der Renaissance über die Romantik bis hin zum Jazz- und Pop-Song hat sie bald alles drauf. Zu der schon die jungen Musiker und Musikerinnen auf eine Reise durch das Leben invitiert. Von der Geburt über die Juren besteht Krieg Frieden bis zum Median Tod goufen an diesem Konzert bei all Themen bereiert, die den Menschen ausmachen. Ein gut Stunde hat es Präsentation gedauert, eine Stunde so reich gefüllt noch viel noch füllend Leben. Begeisterungen, die erst dann noch nicht ausblieben. Programm auch mit viel internationalen Sachen auch an wirklich schönen Stimmen. Also. Seid ihr dann Fan von der Capella? Ja, ich singe noch, also ja, sind Fan, definitiv. Es tut mir ganz gut gefallen, also ich werde nach Ekesre kommen. Wann die Römmeke kommen, ohne Instrumente, also ich fand das ganz wunderbar. Das ist schon den dritten, den man deswegen lauscht, an dem Festival, war flott. Super. Große Initiative, das ganze Festival. Wir hoffen, dass das nächstes Jahr so ist. Das ist eine Zuchtmusik, die wir waren überrascht, dass so viele Leute sich konnten dafür begeistern. Das ist gut so. Und, ja, voilà, bravo. Covid am März der Pandemie, super. Und es ist all, ob die Krieg kommen, noch besser. Iwer dese Konzert déi huet allerdings op Gegenseitigkeit berout. Musiker und Musikerinnen aus Slowenien hu sech doriwer aus zu Dickrech och nach bisssen wie doheem gespurt. It's our first time in Luxembourg. And, you know, coming from Et ass als échte Keier zu Lützeburg an Dir wëst aus eng klenge Land kommen, dat ass eng friedesche Überraschung, well mir sinn haier an eng immens schöner klenger Staat a mir geneessen die Leif Gastfreundschaft vun Äre Leiit. the view and the kind hospitality of your people. Demno Dift enger nächster Visit sicher neicht mi am Weg stoen. Voilà, dat vor dann fir als Emissionioun haut aus dem Café beim Frank. Merci fir d Nokucken und Nolauusren. Ech genecht an am Rendevous an engem Mount, dann an engem andere Bistro, los ich moll überraschen a fir engem. Bis du innner mat et guter Fünnerlem, halt ich gesund am Monter. Adi!